Wir wollen von Tauffast reden. Sehr großen Thema, so wir wollen mal kurz anfangen. Aber bevor wir dort down. Wer wird hier laatst aus den Abend, aus der Frühskonferenz wird? Und ich rede ein bisschen von befriedet Leben und so was. Wer wird hier? Okay. Habe ich noch behalten, was ich sehe von Eck und Debbie und some von den Dingen, was wir da irgendwie eten in uns Haus? Und ich sehe dort zum Anfang an, manchmal kriege ich bloß einen großen Kampf Korn. Und ich sehe dort ein bisschen aus dem Spuss. Well, diese Weg, lass mal ein Bild wiesen. Kriege ich einen großen Kampf Korn. So, Debbie dachte, sie würde mir einen Trick geben. Und sie sagt, sie will je noch ein Bild aufnehmen. Aber das nächste Bild, das ist wirklich, wo wir heute zum Eten, das nächste Bild. So, wir hatten eigentlich ein vollständiges Eten, aber sie dachte, sie würden mir Korn absaten, dann würden sie noch ein Bild aufnehmen, um mir wiesen, dass sie das noch verstehen. Sehr gut. Hey, wenn wir beten, dann wollen wir wieder gehen. Gott, wir danken dir weiter für dein Wort. Wir danken dir, dass das lebendig ist. Wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du uns wiesen das und leiden das in deine Wort hat. Und ich bete von dir, Marius, dass du uns weiter leiden in deine Wort hat. Und dass wir können verstehen, was du sagen das. Und da wir wollen dein Wort checken für die Wahrheit und Leitung und nicht nur uns selbst und nicht nur unsere Erfarenheit. Wir geben uns offene Horten und offene Ohren, um dort annehmen, was du hast zu sein. Ich bete in deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen. Viele Menschen haben gefragt, lauter Zeit, wegen Tauffast. Wir hatten letzten Taufast, vielleicht einen Monat träger so, wir haben nächstes Sonntag war eine Taufast. Und so sei fragen, was glauben wir aus Zeug über Taufast? Wo wir da uns verdauen, habe ich eine Antwort. Und wir haben noch niemals in unseren 7 Jahren wirklich eine klare Antwort gegeben für Taufast. Haben wir manchmal ein klein bisschen von geredet. Und so ich dachte, würde eine feine Zeit sein, um wir von dort reden. Und so, wenn ihr in der Bibel mit haben, wir wollen some Versen hier durchchecken, mehrere Versen, da wir ein bisschen von reden. Und so ich dachte, was wir wollen tun, ist, ich würde 5 von den Frauen nehmen, was Menschen vierten Frauen, war die Taufast. Und dann wollen wir die beantworten. Und hoffentlich helpt uns das alle, ihr habt uns Klarheit, ihr habt uns wenn wir alle getauft sind, ihr habt uns ich habe an das Denken und was von der gute Erfarenheit da wird für uns. Und hoffentlich können wir was lernen von das. Und so, die erste Frau ist das, was bedeutet die Taufast? Und ihr taugt mit, wo wir dort. Was bedeutet das? So in Matthäus 28, Matthäus 28, Vers 19 und 20. Das ist, wo Jesus mit seinen Jüngern Grutzverheim im Himmel fährt. Das ist, wo er ein Gebot gibt. Und er sagt, du so steht, dann gut nur die Völker von der Welt und merkt an die Lehrlinge und deupt an in den Namen von den Fuder und von den Seen und von den Heiligen Geist. Lehrt alles zu tun, was ich jünt befohlen habe, und verlut jünt durchab. Ich sie immer bejünt, bei der Eng von der Welt. Und so Jesus, seine letzte Wort sozusagen, Verheim im Himmel ging, wir seine Jünger, und er sagt, gut in der Welt nennen, merkt Lehrlinge, merkt Jünger und tauft ernt. Und so Jesus sagt, das ist ein Port, von was wir als Kirche wollen tun. Das ist ein Port von dem christlichen Leben, Menschen taufen. Und so was ist die Taufast? Die Taufast ist ein üterlichen Beweis von einem ähnlichen Glauben. Die Taufast ist ein üterlichen Beweis von einem ähnlichen Glauben, ein Glauben, was wir haben an uns. Und so, wenn wir zurückdenken dann nach den Botschaften, wo wir reden von, wer sind ich, dann sehen wir, dort wir sind als Christen an Jesus sein Körper nahe getauft, den Moment, wo wir glauben tun. So der Heilige Geist kommt, der nimmt uns und der sagt uns an Christus sein Körper nennen. Den Moment, wo wir glauben tun, das ist ein Ding, was uns passieren wird. Und so, wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich und du bist mein Radar, dann passiert die dort im Geist. Du hast vielleicht nicht feilen, du hast es vielleicht nicht gesehen, aber die Bibel sagt uns, das wird passieren wird. Und so, wir wollen an Jesus nahe gesagt, und dann, da wird das ein Wunder aus einem üterlichen Beweis, was hier passieren wird im Geist. Und dazu werden wir dann in Wunder gehen. Und dann dort. Und so, wie man dort einmal klar halten, wo wir anfangen mit Taufast. Taufast ist mit Jesus ganz verbunden. Taufast ist mit Glauben in Jesus ganz verbunden. Und ohne Jesus ist dort keine Taufast.
und Jesus, jetzt bloß ein Wut nennen, wo es not. Aber so schön ist Jesus du mit verbunden ist, dann ist dort wirklich der Tauffast von was die Bibel redet. Und so dort hat man Glauben zu tun. Nach denkt, wie predigen die Gute nur recht? In anderen Worten, wie sein dort mit wir? Das bringt nicht bloß von hier oben, aber wenn wir einen Weg senden, wie vertalen mit Menschen und vertalen von Jesus, dann predigen wir, reden wir die Gute nur recht, das Evangelium. Und Taufast ist, wo wir den Evangelium bewiesen haben. Und so wir gehen an Wut an und wir lassen uns taufen. Römer 6, Vers 3, der saß, wenn ihr in der Bibel dreht, Römer 6, der redet hier ein bisschen von der Taufast. Das ist Paulus, was eine Briefschrift hier in der Römer. Und die sind junge Christen. Und die haben some von derselben Frauen, was wir fertig haben. Und so schrift er einen Brief und hält das mit. Und er sagt zu uns, es steht, Römer 6, Vers 3. Und wieder, weet je nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, und sie in Dood nach gedeupt worden. Wir werden durch den Deupen mit am Taub und Dood begruft, dass so ist Jesus durch den Führer seiner Herrlichkeit können vom Dood abgewagt worden, wir können in ein neues Leben wandeln. Und so redet hier von der Deut, von der Taufast, was wir kriegen, wenn wir Christen waren. Wir wurden in Jesus nahe gedeupt und dass wir ein neues Leben kriegen. Vers 5 sagt, wenn wir mit Christus sind eingeworden durch so ein Dood aus Heu auf sich nehmen, wo wir sagen auch mit am Taub und abstunden von Dood sind. Wir weiten, dass uns aller Mensch mit am Taub gekreuzigt ist, zodat het met onze zintelijke Körper ein eng hat und wir die Sünde nicht mehr dienen. Und so hij redt hier, dit is wat ons passieren deed als wir Jesus annehmen. Wir werden an Jesus nahe gesagt, wir werden an ihm nahe gedeupt. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt dort, wir sind alle durch einen Geist und ein Körper nahe gedeupt. Wir sind durch einen Geist und ein Körper nahe gedeupt, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Free. Und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Und so redet hier von uns, wie Christen werden. Wir werden von den Heiligen Geist an Jesus nahe gedeupt. Wir reden nicht schon von das aus, wir reden von wer sind ich. Und so das wird ein Mensch passieren, das, in dem Moment, wo der Jesus glauben das, und Jesus glauben das. Und so der Taufe, der beweist, dass wir hier in Jesus. Der Taufe beweist, dass wir sind Christen, wir glauben an Jesus, wir hier in Jesus und wir sind Part von seinem Körper. Wir sind an seinem Körper nahe gedeupt. Und so das ist, was der Taufe ist. Das ist ein üblichen Beweis von anderen Glauben, was wir haben. Und so der Taufast, der verherrlicht Gott. Der Taufast sehnt den Mensch, was getauft wird. Das ist ein Sehen für den. Und der Taufast bietet Zeug ab, wenn es wie sein, dass Menschen glauben an Jesus. Wie sein, die sind Christen. Wie sein, dass die sind verändert durch Jesus seine Kraft. Das ist wenn wir Taufast haben, das ist ein frohes Ding. Das ist wenn wir hier war nächste Sinn und nächste Sinntag sind zu Uwes, wenn wir taufen down, dann wollen wir sein, dass wenn wir die Enger down und dann kommen sie raus, dann klatschen wir alle und sind froh und mutig. Wenn es der Taufast beweist, dass du in dein Leben verändert worden durch Jesus seine Kraft. Und so das ist ein mutiges Ding. Wir sind vielleicht nicht abgewaschen mit das. Wird vielleicht ein schreckliches Ding von some von ihnen. Aber der Taufast wirklich ist ein Beweis von dem Glauben, was wir an Jesus haben. Und so, wenn wir einen Menschen taufen dann können wir alle sein als Zeug, dass hier ist eine Person, die hat sich Jesus heimgegeben und deren Leben ist verändert. Und er wird auch wieder verändern. Und so das ist ein mutiges Ding. Handelt sich alles von Jesus. Der Taufast ist taub gebunden mit Jesus und Glauben an ihn. Die zweite Frage, was Menschen fragen, dann ist, wo sollen wir uns taufen lassen? Und das ist eine Frage, die durch die letzten 2000 Jahre hat viele Kirchen abgereden. Und viele Christen gehen sich gedreht. Wenn es die Frage, wo sollen wir uns taufen lassen? Wo soll einer sich taufen lassen? Und so, wenn wir nicht das checken, dann checken wir, anfangen wir mit, was bedeutet das Wort taufen? Was bedeutet das? Wenn wir drei checken, und die Plottische Bibel hat eine feine Übersetzung, und die Plottische Bibel sagt, Deupen. Johannes den Deuper, sagt die Plottische Bibel. Und das ist wirklich, was das Wort bedeutet. Wenn wir checken, das Wort Taufast, was bedeutet das wirklich? Dort bedeutet so viel, dass
wie nehmen irgendwas und wir drücken dort an. Wir dann dort Unger stellen, wir dann dort Unger Saaten, wir dann dort Nahen Saaten ganz. Und so, wenn wir kicken down und wir lesen Bücher, was geschrieben wird, und die selbe Zeit, was die Bibel geschrieben wird, aber die sind nicht hell geschrieben, aber wir kicken bloß, wo brücken die Menschen das Wort? Dann sehen wir in den Bücher, dort die reden von einem Schaf. Du wirst ein Schaf, und er wird Unger gegangen, nu wird der Unger das Wort das Schaf, und die sagen, das Schaf wird getauft. Das Schaf wird gedäupt. Und so, das ist ein Wort, was damit bekannt wird. Wir haben lange nicht bloß ein Wort, was sie eine Zeug brücken deut. Das wird ein Wort, was sie jeder Tag brücken deut, so zu reden deuten. Wenn du irgendwas, wo ein Nann gegangen wird, ganz Unger gedrückt, dann sagen sie, das gedäupt. Der Schaf wird gedäupt. Der wird Unger gegangen. Und so, das gibt uns eine neue Idee, was das meint. Und so, wenn wir zurückchecken nach der gute Nachricht, nach dem Evangelium, was sagt das? Das sagt uns, der Jesus nimmt uns und sagt uns an Christus nennen. Wir sind ganz an Christus nahe gesagt. Und uns alle Menschen ist weich, nicht stufen ab, zum ein Leben. Und so dazu wir wie taufen dann und wie glauben, dass die Bibel lehrt, dass die sollen taufen mit Ungerdrücken. Wo wenn es dort der Beweis von was am Jesus passiert ist. Dat is de bewijs van wat hem juist passiert ist. Wir sind an Jesus nahe gedeupt. Und so, du sind mal wie in zwei verschiedene Glaubens, wenn es kommt, wo wir taufen tun. Eins ist Ungerdrücken, eins ist Evangelien. Und bloß dort geweiten, für wir wieder gehen an diesem Thema. Meine Früh ist ungerdrückt, ich sie abgegoten. Und so, wir sind beide verschiedene Wege. Wir sind beide in Herrn Gott, wir sind beide Christen und wir dienen Jesus. So, wenn wir dort klar haben, für wir hier hingehen. Aber du, wenn wir nach hier hingehen, und sagen, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Apostelgeschichte. Apostelgeschichte weist uns, was der Kirche da zum Anfang. So, Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8 haben wir eine Geschichte von einem Hochbeamten in Äthiopien. Die kam nach Jerusalem zum den Tempel fahren. Und so Philippus, heißt ein von den Christen, der Herr Jesus sagt Philippus, gut, nicht diesen Weg, und du wirst wem treffen. Und so Philippus geht nicht den Weg, und du treffst da diesen hochbeamten Mann. Und es sagt, dass diesen Mann, er wird übergestellt, über Äthiopien, das ist ein Land in Afrika, er wird kriegt einer der König, oder der Früh, was du dann wird, Königin, so, er wird kriegt einer und handelt all das Geld für das ganze Land. Und so, das ist ein hochbeamter Mann. Und so, er kommt nach Jerusalem, nun haben wir ein Haus, und bloß da wir weiten down, von Jerusalem bis Äthiopien sind 2500 noch was Kilometer. So, es ist nicht bloß ein Tag gehen. 2500 Kilometer, was er nu wird mit seinen Pferden alles reisen. Hochbeamter Mann und reicher Mann. Wenn wir lesen, was da passiert ist, Apostelgeschichte 8, Vers 35, und wieder, sagst du, steht, Philippus sitzt diesen Mann durch und er liest von der Bibel, und Philippus kommt an und redet an und sagst du, steht. Dann fängt Philippus Krieg mit der Schrift steht an, wo diesen Mann lesen dort. Wenn es der Mann der versteht das nicht, und Philippus sagt, ich wollte das mal ausleihen. Dann fängt Philippus Krieg mit der Schrift steht an und predigt an das Evangelium von Jesus. So, er fängt an mit Jesus. Er fängt immer an mit Jesus. Vers 36 sagt es steht, als sie wieder reisen, kamen sie bei ein Wutter, und der Mann sagt, check, hier ist Wutter. Warum soll ich mich nicht däupen lassen? Hast du irgendwas nicht gesagt? No, Philippus sagt zu ihm, wenn du von ganzen Herzen glaubst, kann wir das tun. Und er sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Okay, bueno. Dann befahl er den Fuhrmann still zu halten, und Philippus und den Mann stiegen beide rauf am Wutter an, und er däupt an. Und als er aus dem Wutter rauskam, drog der Herr sein Jesus Philippus weg, und der Mann sah ihm nicht mehr. Er fuhr sein Weg froh wieder. Und so hier ist eine Geschichte von was passiert. Er traf diesen Mann erstmal im Leben gesehen, er redet mit ihm, er predigt Jesus zu ihm. Diesen Mann sagt, ja, ich glaube an Jesus. Que bueno, wer will Wutter an? Furz. Ging sie rauf und Wutter an, tauft er ihm, und der Herr Jesus nimmt Philippus weg und sagt, diesen Mann sagt ihm niemals mehr. Das ist ein bisschen anders, was wir gewarnt sind. Und er fuhr
Frau ab sein Weg und er wird eine Frau ein Christ. Und er fährt nu 2500 Kilometer auf und wird er niemals weiter sein. Dort soll sie Taufen deuten. Apostelgeschichte 2 vertelt uns von den Tag, wo die Kirche anfangen deut. Und Petrus geht ab und er predigt eine Predigt. Und 3000 Menschen den Tag glauben an Jesus für das erste Mal. Und 3000 in Wutanan den Tag. Dann gingen sie wieder. Und so wie kann klar sein, was der Tauffast? Der Tauffast als Glauben, Deupen, Wursen. Da wird noch einmal sein. Glauben, dann Deupen, dann Wursen. Wir haben manchmal mit Überraschung gekriegt. Wir haben manchmal Glauben, und dann Wursen, und dann Deupen. Wann es wird schaffen. Aber in der Bibel deuten sie Glauben, und dann Deupen, und dann Wursen. Und Jesus sagt, gut, in der Welt nennen wir Jünger, dort ihnen an glauben, und dann deupt ernt, und dann lehrt ernt. Und so das, was wir glauben aus der Kirche. Wir glauben, dass wir sollen Jünger deuten, wenn es dort so wird, sie hier deuten. Und wenn wir an denken, dann, hier ist ein reicher Mann. Und so, der wird nicht allein irgendwo hinreisen. Hier ist ein Jung von Governo. Er war das Geld von das ganze Land. So ein Mann ist nicht bloß irgendwo auf dem Piet ganz allein und fährt nicht mal 2500 Kilometer weit. So passiert nicht. Was er tut, ist, der hat hier eine große Herde Menschen mit am Taub. Und die wollen sie mal eine Reise merken. Und 2500 Kilometer auf dem Piet, like, was für eine Reise, ja, dort. Eine lange Reise. Und so, die sind auf dem Reise. So, was bringt Menschen mit sich auf eine lange Reise, wo sie noch nicht können, bloß irgendeine Zeit stillhalten, wo du wirst einen Stadt sein. So, sie wollen nicht lang reisen, sie wollen durch die Wüste gehen, sie wollen durch die Wildnis gehen, alle Dinge. Was nehmen die mit sich? Was nimmst du mit dir, wenn du in Senapachi fährst? Wuta. Die nehmen Wuta mit, right? Die haben Wuta mit, wenn sie haben ganze Herd, Pier und Kamelen vielleicht, und vielleicht 50 Personen, und so die haben Wuta mit. Und Philippus predigte am, und die dachten doch niemals an, hey, hol mir mal eine Krug Wuta, und werden wir die mal evaluieren. Ich habe nicht mal in Betracht. Die haben Wuta mit, aber dann kamen sie bei der Stadt, wo der Wuta wird, und sehen sie, okay, bueno, hier ist Wuta, nicht haben wir die Taufen. Wuta haben sie mit, aber sie hatten nicht genug, um am Unger dürfen. Und so dann lernten sie, bei der Stadt kamen, wo der Wuta wird. Die Bibel sagt uns dort, Johannes, heute deupen, und heute ging eine Stadt, wo der viel Wuta wird, und dort können Menschen deupen. Und die Menschen kamen an, und die werden gedeupt. Jesus kam an, und er wird gedeupt. Und getauft. So dazu werden wir deupen down. Dazu werden wir die Entscheidung getroffen, dort hier in der Kirche, wollen wir deupen. Und so dort Evaluieren, dort fängt an, mal wie für zwei Ursachen. Ein von der ersten, dass die Christen fangen an zu glauben, dort, wenn du die erst taufen lässt, dann lässt deine Sünden weichwaschen, reinwaschen. Und so sie lüden, bei dem letzten Moment, für sie sterben würden. So lang als möglich, dass sie würden sich nach Schwind taufen und reinwaschen, für sie sterben deuten. Dass sie nicht sterben deuten an ihre Sünde. Und so, dass ihr fertig sind, dass das nun eine aula Person wird, irgendwo auf dem Bad liegen dort, und die kostet nicht bloß gut so leicht, irgendwo handmoven und ungedeuten. So dann sehen sie, well, dann werden wir anfangen abzujeiten, wenn es total viel einfacher. Das ist eine Ursache, wenn er anfängt. Nach einer Ursache, wenn er anfängt, als die katholische Kirche fängt an zu glauben, dass wir unsere Babys taufen. Ganz wie clean. Und die sagen, wir fühlen uns nicht really gut mit einem kleinen Baby ungedeuten. So dann vielleicht ist es bloß gut genug, wenn wir bloß mit abjeiten. Das würde mal anfangen. Und so, das von wo die Mennoniten, wir als Mennoniten, das von wo wir dort actually haben. Wir haben es mitgekriegt von der katholischen Kirche. Wir gingen von der katholischen Kirche rüt, 1500 Nachwort, und wir haben es nachher mal mit uns als Mennoniten. Das werden wir dort tun. Nu, some Menschen sagen, du kommst so eine Tiden, wo die dort deuten, wenn es Verfallung, dort können sein, aber als es Anfang deut, dann fängt es von der Ursachen an. Und das fängt an vielleicht 300 Jahre nach Christus, so dass die nicht so lang in einen jüngsten Weg. Aber ein interessanter Ding ist, was ich dort lesen deut, als die erste Kirche, die nehmen dort nicht an, wenn Menschen bloß abgeguten werden. Dort jeder actually bei das Jahr 1311, wo die katholische Kirche dort offiziell sein wird, nun nehmen wir dort an. 1311. So wir in diesen 300 Jahren für die katholische Kirche offiziell sein wird, wir nehmen dort an und dort erst jährlich.
En een interessante ding is, nu en steeds in de katholische kerken, die gaan terug naar Ungarn. Die fangen aan terug te gaan. En die bouwen nu een stad in de kerk, waar ze geen mensen Ungarn, wenn ze fangen aan terug te zijn. Ja, dat is actually wat de Bibel leert. En zo die fangen nu aan terug naar dat te gaan. So anyway, bloß some interessante dingen. Wir zijn in de Bibel dat Johannes den Döper, hij deed döpen. Wir zijn in de Bibel dat Jezus werd gedöpt. Wir zijn in de Bibel dat Philippus deed döpen. Wir zijn dat de kerk fängt an met döpen. En zo dazu werden wir döpen doen. Dazu werden wir Unger döpen doen. Die Frau wordt dan opgekämpft voor zo'n persoon als ik, die niet gedöpt is. Oh, mag ik me dan verstoffen? We worden Luther van dat reden, so kan je een beetje aan dat grabbelen. Du hast noch nicht in der Bibel nicht eine steht in der Bibel, wo sie somebody taufen deuten mit abjeiten. Nicht eine steht. Und so das ist ein Ding, was Luther anfängt. Noch eine Frau. Wem darf wir taufen? Wer kann sich nicht taufen lassen? Taufen ist ein Ding von Glauben, Taufen, Wissen. Und so, wenn die glauben das, dass Jesus dein Heiland ist, wenn die glauben das, dass du wiedergeboren bist, dann sollst du die taufen. Ziemlich einfach. Wenn die glauben das, dann sollst du die taufen lassen. Und wenn die glauben das, dann sollst du die Bild taufen lassen. Nicht nach lang lüren und sagen, na, wir mal lüren und gefällt mir noch nicht dort und vielleicht wollen wir mal sein und ich kann nach Dingen in meinem Leben, was noch nicht gut sind, sozusagen, dass ich habe noch so einen Sinn in meinem Leben und ich sehe noch nicht ganz abgewaschen aus dem Christ, so ich will noch ein bisschen lüren. Hast keinen biblischen Grund für das. Wenn die glauben das, dann lud die taufen und dann der Wasser. Das ist ein Äthiopien-Mann. Philippus hat noch niemals Eier gesehen. Er weiß nicht was von Sinn alles in diesem Mann sein Leben wird. Aber er weiß, dass er glaubt an Jesus und an am Deiben. Die erste Zeug in der Apostelgeschichte. 3000 Menschen in einem Tag. Meist dass die Jünger kannten all von den 3000 Menschen und wissen, Krieg, wo sie wären in ihrem Leben. Die kennen vielleicht 10% von denen. Eine große Part von denen wollen sie niemals Eier gesehen haben. Und aber glaubst du an Jesus? Ja, okay, bueno, wir werden taufen. Dann werden wir waschen. Und wir wollen waschen. Aber wir taufen uns ab ans Bekenntnis von Glauben an Jesus. Some Menschen glauben, dass wir kleine Kinder als Babys taufen. Wir glauben dort nicht. Wo wenn es wirklich ein Baby taufen, ab sie ein Bekenntnis von Glauben. Baby hat nicht Glauben. Und in Glauben muss du sein zum Taufen lassen. Und so dazu, wo wir dort ein bisschen anders glauben als some andere Menschen. Aber interessant ist Luther, wir sind alle bekannt mit Luther. Luther glaubt, dass wir sollen Babys taufen. Und er tut das. Und die Kirchen, die von der Tag nach sind, nur angekommen, die dann haben wir Babys taufen. Und so dass Jefferson denkt, als ein wahrer geborener Christ, wird Babys taufen werden. Das ist doch wir alle weiter. Wir sollen nicht glauben, dass wenn somebody ein Baby taufen wird, dass er ein verlorener Mensch ist. Nicht unbedingt. Aber wir glauben anders als die. Wir glauben, die Bibel lehrt, dass die sollen Glauben haben. Und dazu werden wir uns dort tun. Dazu werden wir uns dort tun. Wel jung können wir ihm taufen. Das ist eine Frau, die manchmal abgekommen ist. Ich habe Kinder und die fangen an Jesus zu glauben und wo tun wir das? Wenn die so somebody taufen und glauben, dann wo tun wir das? Und die Bibel sagt uns nicht klar, dass die sollen mit dann und dann lernen. Die Bibel sagt uns nicht klar, dass die so 15 oder 20 sind. Und so wir luten dort ein bisschen auf. Wir haben nicht ein Minimum gesagt, dass die Mats 14 sind. Wir haben das nicht so stort. Aber was wir wollen tun, ist, wenn du so ein Kasso hast, dann kommt mit uns reden. Und wir als Lehrer wollen die Entscheidung machen mit Jugendtaub als Eltern, zum sein, dass dein Kind alt genug ist. Und wir wollen lieber ein klein bisschen gut lang genug warten, anstatt toll leicht reut sein bloß. Das sind 7 Jahre alt nu und der glaubt an Jesus, nu werden wir ihn unger da. Und so, wenn ihr kommt mit uns reden, kommt ehrlich mit uns reden, wenn ihr in Timer. Wir wollen lieber gut lang genug warten, anstatt toll tidig nennen. Und aber die Bibel sagt nicht, dass die mal so und so alt sind. Die Bibel sagt, du sind Städten, wo die Glauben deuten, in dem ganzen Haus wird getauft, aber es sagt du auch, dass der ganze Haus glaubt an Jesus. So, wenn du Glauben hast, dann kannst du sich taufen lassen.
Und wir wollen dort Kasso por Kasso durchgehen. Wir wollen auch ein bisschen checken, nach der Umgebung, wo wir sind und wo wir können das beste Ding tun. Und so das, wo wir glauben. Wenn wir alt, wir haben nicht eine gewisse Nummer, aber kommt, reden mit uns, wir können eine Entscheidung mit dem Tod, mit uns Eltern und sein, aus jene Dinge bereit sind. Und so wie uns zeigt, wir glauben und hoffen, für gläubige Menschen. Philippus sagt zu den Mann, wenn du von ganzem Hart glaubst, dann können wir das tun. Er sagt nicht, wenn du von ganzem Hart glaubst und 6 Monate du bleibst, dann können wir das tun. Nein, er sagt, wenn du von ganzem Hart glaubst, dann können wir das tun. Und er sagt, ja, ich glaube, und dann leiden sie das. Gut. Und so dazu werden wir als Zeug nicht eine 6 Monate Unrechtsklasse geben. Wenn wir sind dort noch nicht in der Bibel, dort ist dort alles. In der Bibel, jedes Mal, wo du getroffen hast in der Bibel, leiden sie dort den Tag. Und so, wie kann ich einmal Krieg den Tag dort tun? Aber wir wollen regelmäßig Tauffast haben. Und wenn du Jesus annehmen darfst, dann sollst du die Taufen looten durch. Vielleicht einmal alle anderen Monate, oder depende, wo du da dort fehlen darfst. Ich gucke da einen Tag, habe Taufast jeder einmal den Monat. Wenn Menschen kommen zu Jesus und die bekehren sich und die glauben an Jesus. Und so das, was wir sein, was sie deuten in der Bibel, und so das, was wir tun, und das, wenn wir das tun. Noch eine Frage, was Menschen manchmal fragen ist, kriege ich die Erlösung oder die Rettung durch die Taufast? Nein, du kriegst es nicht durch die Taufast. Du kriegst es bloß im Glauben an Jesus allein aus dem Rada. Dort, wo du die Erlösung kriegst. Manchmal kicken wir nach unserer Taufast und beten uns zum uns versichern, ja, ich sehe Rat. Und ich warte getauft. No, du kriegst es nicht von der Taufast, du kriegst es von Glauben an Jesus allein. Und so dazu, wenn wir sehen, Taufe als Glauben und Andeuten und Anwurzeln. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt es steht, ihr seid durch Gott seine Gnade Rat, wilt je glauben. Dort ist nicht durch jene Wolken, dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht Utwolken, sondern keiner unser Kraft, sich selbst zu loben. Und so heißt es, dort wilt je glauben, dort ist ein Geschenk von Gott. Und dort ist nicht ut jene Wolken, weil wir haben eine Geschichte, wo Jesus an Kreuz hängt und du hast einer bezieht ihn und der glaubt an Jesus und Jesus sagt, von der nach wollen wir taub sein im Paradies. Haben sie noch Zeit zum Amt deuten? No, wir haben keine Zeit. Aber Jesus sagt, du bist gerat, wenn du ihn glauben. Und du wirst gerat sein, wenn du ihn glauben. Und so, er muss nicht unbedingt getauft sein, zum gerat worden. Und so, wir dürfen nicht getauft sein, zum gerat sein. Und wenn du gerat bist und nicht getauft bist du wieder gerat. Aber Jesus sagt, ob wir als Christen sollen uns taufen. Und so, dann sollst du die taufen. Wenn du gerat bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Heiland ist, dann tut die Taufe. Wo wenn wir nach lernen? Die Bibel sagt, tut die Taufe. Und so vielleicht zweifelst du und sagst, ich weiß nicht mehr. Aber bist du ein Christ? Wenn du bist, dann tut die Taufe. Das ist ganz klar in der Bibel. Wir lernen das und das ist, was wir wollen auch glauben. Die Zeug, die Prediger, die Taufen, alle Dinge, die sind gute Dinge, aber die sind nicht Dinge, die uns raten. Das sind gute Dinge, wo Gott sagt, dort diese Dinge zum Wachsen an den Glauben, was du auch hast. Die letzte Frage, was Menschen mich fragen, und als Krieg, soll ich mich frisch taufen lassen? Soll ich mich frisch taufen lassen? Das ist eine große Frage, besonders für uns. Wenn wo wir sind und was die Umgebung glauben wird über das. Und so, wir glauben ganz klar, dass ein Christ soll sich taufen auf Bekenntnis von Glauben, aber er darf das mal einmal tun. Das ist nicht ein Ding, wo wir dürfen immer wahren tun. Ich und Debbie haben uns einmal befreit und dort regt taub. Wir sind nicht befreit. Wir gehen manchmal, wir sind schlechte Dinge durchgegangen, wir sind gute Dinge durchgegangen, aber wir sind immer befreit. Und es ist nicht so, wenn wir eine schlechte Zeit durchgehen, wo wir sogar hineingehen. Wie können wir das frisch taufen, wir dürfen uns nicht frisch befreien. Und wir werden immer befreit. Und so ist es mit Taufen auch so. Manchmal fehlen wir uns
ich zie von Gott aufgekommen, ich zie von Herrn aufgekommen. Mein Glauben wird nur sehr nicht stark. Und ich soll mir really frisch taufen, wenn es nicht ich war an Christ. No, wenn du al tauft bist auf dem Bekenntnis von Glauben an Jesus, dann bist du tauft. Dann darfst du dich nicht frisch taufen. Die andere Frau, wenn dort ist, wo ist es, wenn ich getauft werde, für ich Glauben habe an Jesus als Heiland. Weil dann wirst du nicht Part von Glauben, Taufen, Wassen. So, wenn dort nicht in dein Leben wird, dann siehst du die Leute taufen, dann bist du nicht mal getauft. Menschen fragen mich, ich glaube nicht an Jesus, als ich mich taufen darf. Soll ich mich frisch Leute taufen? Ich sage, nee, aber du sollst die Leute taufen. Für das erste Mal. Wenn sie bist noch nicht getauft. Wo wenn sie uns Glauben taufen wassen. Dort nicht taufen, Glauben wassen. Dort Glauben taufen wassen. Und so, in anderen Worten, was ich meine, ist, wir haben some Freunde in der Kirche, die sind katholisch abgelassen. Die sind als kleine Babys getauft. Die kommen nun im Herrn, glauben an Jesus als Heiland und Frauen selber ans Taufen lassen. Ja, du sollst. Wenn sie bist noch niemals getauft, auf die Erkenntnis von Glauben. Das ist ganz klar. Wo das ein bisschen kompliziert ist, ist, wenn wir Freunde haben in der Kirche, die getauft werden, für sie Jesus kennen, kriegen nicht den Heiligen Geist und sehen, wo sollen wir dort nicht tun. Und wir haben dort manchmal, ich und Debbie reden laatst, ein Stoutträger mit ein paar Lied, die werden getauft, befreit, getauft zum Befreien. Und die kommen an und haben Frauen. Und ich sage, sei je wahre geboren? Sie sagen, was ist dort? Habe je den Heiligen Geist? Was ist dort? Sei je Jesus Gott? Na, wo meint dort? Die wissen einfach nichts von der Bibel. Ich sage, habe je mal gehört von David, den König David? No, wissen nicht von wer er wird. Die haben einfach kein Bekenntnis, kein Erkenntnis. So ein Lied würden sich sagen, und taufen. Und ich weiß, das ist ein interessanter Thema, mangt uns. Und wir wollen das nicht zu leicht nehmen, aber doch, als das das Wort hat, oder ist es nicht. So einfach ist es dort. Als das das Wort hat, oder ist es nicht. Wenn wir bekennen, dass das dort birgt von Leben, und das das Wort hat für uns, dann müssen wir dort auch nur folgen. Und dann ist es schwer oder leicht. Wir haben sogar eine Geschichte, eine Apostelgeschichte, Kapitel 19, wo es nach Schwindig geht, Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 5. Hier ist eine Geschichte, wo Paulus geht zum Mann in Ephesus. Und diese wir ein Mann, der wir ein Port von der Kirche, die haben Glauben. Und Paulus kämpft und redet mit ihnen. Wir wollen mal lesen. Apostelgeschichte 19, Vers 1 durch 5. Paulus reist durch die Hochländer und kam nach Ephesus. Dort traf er wat Jünger, das waren Jünger. Und frug an, kriegen Sie den Heiligen Geist, als Sie zum Glauben kamen? Und sie sagten, nee. Wir haben noch niemals gehört, dass du ein Heiliger Geist hast. Dann sagt er an, worauf wart ihr dann gedaupt? Sie sagten, ab Johannes sein Daub. Paulus sagt, Johannes sein Daub wird ein Daupen darauf, dass sie umkehren sollen. Damit sagt er den Menschen, dass sie an den glauben sollen, die noch kommen wird. Dort ist Christus Jesus. Als sie dort hielten, leiten sie sich dem Herrn, an den Herrn Jesus sie Namen deuten. Und so hier haben wir Geschichte. Hier sind Menschen, hier sind Brüder in der Kirche, die werden Jünger. Und die schaffen in der Kirche und die werden gedaupt unter Johannes. Johannes den Däuper. Und Johannes seine Däup wird ein Däup, wo er sagt, du kämpft ein Radar. Du kämpft einer und der wird uns raten, aber die wissen noch nicht, wer es wird. Und so diese Männer, die werden bei Johannes und die leiten sich unter Däupen durch und die leiten sich Däupen und dann gingen sie ihren Weg. Und dann wohnen sie in Ephesus und aber sie haben noch niemals gehört von Jesus, der Radar von was Johannes predigen wird. Und so Paulus fragt ihn, hast du den Heiligen Geist? Nee, weiß nicht mal, dass du einen hast. Ah, okay. Weil Jesus kam und heißt da von was Johannes reden wird. Oh, okay, bueno, sagen sie. Dann werden wir uns Luten taufen. Wir nicht mal eine Frau. Dann werden wir uns Luten taufen. Und deuten sie. Kurz. So sie waren getauft, würden wir sagen.
Aber Paulus sagt, no, je zijn niet meer getauft op je Glauben von Jesus. So dann werden wir dort nicht mehr schwimmen down. Die wir noch jünger, die wir noch in der Kirche, die wir noch in stout Christen würden wir sein, aber sie wir nicht auf ihren Glauben getauft. Paulus sagt, okay, dann werden wir dort noch down. Das ist, was wir auch glauben würden. Das ist, wie wir eigentlich erst sehen, dass die Tauffast hat mit Jesus zu tun. Eine Tauffast ohne Jesus ist bloß Wunder. Ist bloß Notwort. Aber wenn du Jesus hast, dann bist du getauft. Und trinken die Frau, soll ich mich frisch taufen lassen, wenn ich bloß abgeguten sehe. Ich kicke diese Städte an persönlich. Und was ich glaube ist, wenn du die Taufen leitest auf den Glauben von Jesus, und du deitst zum Gehorsam sein, nach der Kirche und nach das Wort und nach was Gott von dir verlangt, so gut dass du dort verstehst, dann bist du getauft. Dann bist du getauft. So, ich würde nicht sagen, dass wir dann uns alle frisch taufen lassen, wenn wir auf uns Erkenntnis von Glauben taufen leiten. Und wir deuten uns taufen lassen auf der Erkenntnis, was wir haben von seinem Wort. Dann sind wir getauft. Dann nehmen dort an den Glauben, los von der Verdammnis, weil die kommen sein, du bist nicht wirklich getauft. Oder du deutest nicht reich. Oder du hast nicht die rechten Dinge gedacht oder gesagt. Los von dort in Jesus sie nun. Und nimm dort an, dass du getauft bist. Aber wenn du dort deutest, fertig zum Glauben kommst, dann sind wir reden. Dann bist du nicht wirklich getauft. Und so, das ist ein bisschen ein interessanter Thema, aber wenn wir nicht Gott sein Wort kicken, dann ist es nur klar. Glauben, taufen, waschen. Und so, wenn wir junge Menschen haben in der Kirche, die sich taufen lassen, und wir weiten vielleicht alle, dass die haben nach Dingen in ihrem Leben, wo sie mit kämpfen, sind noch nicht abgewaschene Christen, dann sollen wir dort verstehen können, dass wir glauben und glauben, taufen und dann waschen. Und dann, wenn wir sehen, dass die haben Trouble in ihrem Leben, dann sollen wir irgendwo halten, als Brüder und Schwestern, und ihn halten zu waschen. Und steht sein, oh, der soll getauft und dann lebt der noch so stark. No, das ist nicht, was eine Familie tut. Wir gehen und wir halten, waschen. Wo wen? Wenn sonst fehlt es alle und halten waschen. Mir fehlt es und halten waschen. Die fehlt es und halten waschen. Und dann leben wir mit Gnade wegen uns. Ja? So, zum Schließen. Feiergruppen, Menschen, die wir haben. Sollen die nicht geraten sind und nicht getauft, was sollen die tun? Die sollen an Jesus glauben und sich taufen lassen. Ziemlich klar. Vielleicht haben wir solche, die getauft sind und geraten sind, aber die wissen nicht. Was sollen die tun? Dürfen die sich frisch taufen? Nein, die dürfen sich nicht frisch taufen, aber die sollen wissen. Fangen wir an zu wissen. Wir wollen halten. Da wollen wir taub wissen. Dann haben wir solche, die geraten sind und aber nicht getauft sind, wenn entweder die gleichen Wut dann nicht, oder die wollen das nicht, oder vielleicht nicht neidig, oder was immer. So eine Person soll sich taufen lassen. Wenn du geraten bist, lass dich taufen. Komm, red mit uns. Wir haben Taufast nächste Sinn, wenn du an Jesus glauben darfst, lass dich taufen. Und dann, wenn die noch fehlt zu waschen, wenn sonst fehlt alle zu waschen. Ich sage nicht, dass Mutwell jetzt Sinn nicht in Trouble ist. Aber ich sage, komm nach uns, du darfst nicht vollkommen sein, für die Kurs, die taufen lassen. Und dann haben wir so eine, die getauft sind. Vielleicht sind sie getauft in eine Kirche, die nicht an Jesus glaubt. So als Mormonen. Oder vielleicht Jehova-Zeugen, die nicht glauben, dass Jesus der Herr ist. Vielleicht sind sie durchgetauft. Vielleicht sind sie getauft als Babys in der katholischen Kirche. Vielleicht sind sie getauft, irgendwo, um sich befreien lassen, für sie erhebt von Hell, ja, Jesus irgendwo kennen. So ein Lied würden sich sagen, lassen taufen. Und für die Ewige von uns, die getauft sind, auf unser Bekenntnis von Glauben an Jesus Christus als Herr allein, werden wir uns mutig merken mit dort, werden wir uns stark merken, werden wir verweich gehen und das Verdammnis in uns leben, wo viele Menschen drum drehen und down, wegen ihrer Taufe. Amen? Und werden wir vorwärts gehen. In nächsten Sonntag haben wir Taufast in der Kirche zu Uwes. Und so das sind Frauen, das ist eine Frauenzeit. Und so, wenn wir taub kommen zum Menschen taufen, dann lassen wir uns dort schein gehen. Wo wenn Jesus hat ihr Leben verändert, die glauben an Arm, die sind nun Part von der Familie und die wissen an Jesus. So, wir haben eine gute Zeit mit ihm taufen. Wir wollen uns freuen mit ihm taufen. Amen.
Ich kijk verweg naar viele Taufen in de kerk, viele Menschen, die wir taufen kennen. Because mich freut es, wenn Jesus in Körper waschen wird. So, wenn wir abstehen, wenn wir beten für nächste Sünder, für die, die sich taufen lassen wollen, dass sie sich wollen stark fühlen und dass wir wollen Gelegenheit haben, in unserer Stadt. Wenn wir beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Wahrheit. Und ich danke dir, dass du uns gut bist. Ich danke dir, dass wir als Familie kommen und checken, was dein Wort sagt für uns. Und Gott, hilf uns, treu zu sein durch dein Wort. Help uns dort anzunehmen, help uns gehorsam zu sein. Und help uns die Taufkandidaten in den Städten, die nächstes Jahr sich taufen lassen. Da wir wollen helfen, wenn sie erst getauft sind, zum Waschen, zum Wiederkommen, so es uns helfen wird. Jesus merkt unsere Uhren auf. Da wir können uns untereinander als Familie gut sein. Und da wir können einen Unterschied merken für die in dieser Umgebung. Und je uns Klarheit, Herr, ja jetzt. Je uns Klarheit über uns persönlich. Und leid uns und führe uns in deine Wahrheit. Und wir weiten, ob die Worship down in den Kosten down. Ich bete in Herr, ja nun Jesus. Amen.